in dir? Ist das Feister da? Hey, im Fall, euer Kompi ist nicht kaputt. Der Fernseher auch nicht, je nachdem, wo das ihr schaut. Es ist eigentlich nur... Ich bin da ein bisschen am Schauen. Oh, da ist der Stuhl, genau. Es ist einfach mega feister. Dunkel wie in einer Kuh. Aber ein bisschen etwas sehe ich. Seht ihr auch etwas? Ihr seht mich nicht, gell? Das ist nicht so gemütlich, wenn es so feister ist. Ich tue mal die Kerzen anzünden. Mal schauen. Aha. Genau, da ist einfach das Zündhölzchen. Jetzt müssen wir das ein bisschen, dass es ein bisschen Licht gibt. So, und jetzt können wir die Kerzen anzünden. So, jetzt sieht man viel, he? Jetzt ist es nicht mehr feister. So, tipptopp. Ist gut. Aber es ist gleich noch ein bisschen feister. Also so richtig schön ist es noch nicht, he? Oder seht ihr jetzt da mein Kinderplanet? Nein, ich muss ein bisschen... Hey, ich habe da eine Taschenlampe. Die ist, glaube ich, noch ein bisschen stärker. Hey, ich glaube, das ist gut. So, jetzt. Wow. Jetzt kommt es gut, hä? Wow, schön. Ah, schau, da kann einer auf der Wolke fliegen. Und vielleicht mit einem Karussell. Oder ist hier... Das ist die Gitarre. Ha. Genau. Der Koffer. Da haben wir ein bisschen... Aha! Flickflack. Brauchen wir erst später. Aber es ist einfach immer noch feister, hä? Ich glaube fast, es hat irgendwo einen Lichtschalter. Ich glaube, es geht auch besser, wenn ich wirklich richtig Licht anzünde. So zum Beispiel. Oder noch ein bisschen mehr. Ich glaube noch ein bisschen mehr. Jetzt kann ich nämlich die ablöschen. Und ich habe im Fall noch mehr Licht. Jetzt kommt es gut. Das ist noch ein bisschen Weisslicht. Wow, jetzt aber du. Jetzt sieht man die Farbe dir. Habt ihr gemerkt, euer Kompi ist im Fall wirklich nicht kaputt? Nein. Alles ist gut. Alles ist hell und farbig. Und das gehört doch auch so zum Flickflack. In allen Farbentönen. Regenbogenbunt sehe ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Kunterbunt hat Gott unsere Welt erschaffen, schau, sie strahlt hell und klar in allen Farbentönen. Regenbogenbunt sehe ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Hey, du schöne Welt, musst dich nicht verstecken, hey, du strahlst hell und klar in allen Farbentönen. Sag, hast du noch ein bisschen Flotsch in deinen Augen? Oder stehst du sonst ein bisschen neben den Schuhen? Komm, wir malen zusammen den Tag ganz farbig an, weil Farbe gibt's ja genug. Regenbogenbunt sehe ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Kunterbunt hat Gott unsere Welt erschaffen, schau, sie strahlt hell und klar in allen Farbentönen. Ja, dir herzlich willkommen in der Rubiger Flickflack-Geschichtenwoche, die erste Folge. Vom Dunkeln ins Licht. Eine Kerze anzünden, eine Taschenlampe so ein bisschen im Dunkeln und Lichter, die leuchten, Feuer, die brennen. Das wird uns im Fall in diesen 4 Folgen von der Rubiger Geschichtenwoche etwa mal ein bisschen begleiten. Es gibt nämlich so Geschichten, da kommen so Sachen drin vor, ihr merkt es dann sofort. Und das Lied in allen Farbentönen, das wird mich so ein bisschen begleiten. Weil wenn wir Licht haben, dann ist es eben farbig, das ist schön. Und fröhlich, farbig, bunt soll die Geschichtenwoche sein. Kommt, wir singen es doch gerade noch einmal, das Lied. In allen Farbentönen. Das ist nämlich schon so, ihr dürft einfach bei all diesen Liedern, die ihr hört, vielleicht schon kennt, dann dürft ihr einfach gerade mithelfen. Und die lesen können, die können auch immer gerade lesen, unten durch wieder
Text von diesen Liedern geht. Regenbogenbunt sehe ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Kunterbunt hat Gott unsere Welt erschaffen, schau, sie strahlen hell und klar in allen Farben. Heute ist wieder mal gar nicht gut Wetter. Gibt der Sturm nie keine Ruhe. Komm, wir malen zusammen einen Tag ganz farbig an, weil Farbe gibt's ja genug. Regenbogenbunt sehe ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Kunterbunt hat Gott unsere Welt erschaffen, schau, sie strahlt hell und klar in allen Farbentönen. Regenbogenbunt sehe ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Hey, du schöne Welt, musst dich nicht verstecken, nein. Du strahlst hell und klar in allen Farbentönen. Und in allen Farbentönen ist nämlich auch das Flickflack. Flickflack Geschichtenwoche heisst es ja. Online, das ist ein bisschen anders, als sonst manchmal. He? Teil von euch ist schon mal, vielleicht schon mal dabei gewesen, wenn wir so richtig uns getroffen haben fürs Flickflack. Und jetzt habe ich jetzt überlegt, wie machen wir jetzt das? Jemand könnte eigentlich eine Zahl wünschen, und das geht jetzt gerade nicht so gut. Farben, also das ist mein Flickflack, oder? Wenn das so Flickflack hin und her geht, sage ich dem mal Flickflack. Und da hinter einem von diesen farbigen Feldern ist ein Zettel und dort drauf heisst es Geschichte. Aber natürlich nur hinter einem. Und bei den anderen hat es dann manchmal noch so kleine Sachen. Und jetzt habe ich eine Idee im Fall. Schaut mal, ein Würfel. Ich würfle und die Zahl, die da vorkommt, so manchmal machen wir Flickflack. Es gibt nicht so hohe Zahlen, aber ich glaube, das schaffen wir schon. Also, zählen wir. 1, 2. Dann haben wir das nächste Problem. Farbe, welche Farbe wollen wir nehmen? Wisst ihr was? Genau. Ich habe im Fall. ich habe doch da so ein schönes T-Shirt an. Hey. Nehmen wir grün. Okay, grün. Auf diesem Zettel heisst es im Fall nicht Geschichte. Auf diesem Zettel heisst es die Luft anhalten. Also. Wow, das ist jetzt aber nicht, dass ich völlig ausser Atem bin, weil ich wollte vielleicht noch einmal auch ein bisschen singen und so. Wobei, zuerst kommt ja die Geschichte. Kein Problem. Tun wir noch einmal würfeln. So, 1. Super, dir. Also nehmen wir 1. 1. Und was soll ich jetzt nehmen? Ich würde mal sagen, ich habe da so, ja, der ist gelb. Hey. Ich nehme den blau. So einen schönen blauen Socken habe ich an. Also, nehme ich das blaue Feld und wenn wir mal schauen. Ha! Sehr gut. Schon gerade bei der zweiten Farbe kommt das Zettel, wo man eigentlich immer ein bisschen darauf warten, gell? Geschichte. Und wisst ihr was? Die Marianne, die ist schon parat für die Geschichte. Ja, hat der Moses geseufzt. Du Gott, in dieser Woche, du bist ja schon immer bei mir gsi. Da bist du auch wieder treu und wie du es versprochen hast. Am Tag in der Woche und zur Nacht sehen wir dich als Feuersäule. Aber das hat schon ganz früh in meinem Leben angefangen, dass du mich hast begleitet. Als ich nämlich ganz klein war, hat meine Mutti mich
mit meiner Schwester in ein Körbchen gepackt und meine Schwester hat mich an Eilab gebracht, weil die Gefahr hat bestanden, dass ich getötet würde. Der Pharao hat nämlich alle Buben umbringen. Und wer hast du mir geschickt? Die Tochter vom Pharao. Sie hat mich zuerst meine Mutter zurückgebracht und als ich ein kleiner Bub war, hat sie mich dann zu sich genommen an den Hof. Ich bin dort wunderbar aufgewachsen mit schönen Kleidern. Ich hatte ein gutes Leben, aber ich habe nie vergessen, wo ich herkomme. Ich habe nämlich nicht zu diesen Ägyptern da gehört. Ich wusste, dass ich zu deinem Volk gehöre, Gott. Ich bin auch schauen, weil die Leute von meinem Volk gelitten bei den Ägyptern. Sie sind geplagt worden mit der Peitsche. Und eines Tages habe ich etwas ganz Dummes gemacht. Ich habe gesehen, dass ein Aufseher einen von meinem Volk zusammenschlägt, obschon der gar nicht mehr mögen. Und ich habe gesagt, hey, du musst mehr arbeiten. Da bin ich verrückt worden, habe einen Stein genommen und habe den Ägypter gerade erschlagen. Er war gerade da. Ich habe ihn verscharrt. Aber weil jemand hat gesagt, ob ich ihn auch erschlagen will, habe ich gewusst, dass es jemand gesehen hat. Und da habe ich gewusst, jetzt muss ich fliehen. Aber auch auf der Flucht und nach dem ganz Dummen bist du bei mir gewesen. Du hast mich zu einem Brunnen geschickt, wo es junge Frauen hatten, denen ich helfen konnte, Wasser zu schöpfen. Und zum Dank durfte ich näher bei ihnen wohnen und sogar eine von denen heiraten. Und der Vater von einem hat mich Schafe hüten. Und da bist du mir begegnet, Gott. Ich war nämlich am Schafhüten und als ich umschaue, sehe ich ganz einen brennenden Busch. Das hat gefeuert und geflammt. Ich bin schauen. Und plötzlich habe ich eine Stimme gehört. Moses, Moses, zieh deine Schuhe ab, das ist heiliger Boden, wo du drauf stehst. Ich habe die Schuhe abgezogen. Gott hat gesagt, Moses, ich sehe, wie dein Volk leidet. Und ich will es rausführen aus Ägypten. Und du sollst mir dabei helfen. Ich habe dich erwählt. Also ich könnte nicht gerade sagen, dass ich Freude an dieser Aufgabe. Ich habe mich probiert rauszureden. Ich habe gesagt, ich kann gar nicht gut reden. Und was soll ich denn denen sagen, wenn ich zum Pharao gehe und sage, dem lass dein Volk gehen, dann fragt er sowieso, wer hat dich geschickt? Ja, dann sagst du ihm, es sei Gott gewesen. Ja, aber und wenn das Volk fragt, dann sagst du, ich bin der, der ich bin, und ich werde euch befreien. Gott hat nichts gelten. Du hast mich wollen und hast mir meinen Bruder, der Aaron, zur Seite gestellt. Und so haben wir nach Haufen Stürmen und vielen Plagen endlich das Land verlassen. Und jetzt sind wir da. Geflohen. Aber du bist bei uns. In der Säule von Wolken am Tag und von Feuer in der Nacht. Und es ist gut zu wissen, dass wir immer von dir begleitet sind.
Unser Gott ist gross, unser Gott ist gut, unser Gott ist da, das gibt uns immer wieder Mut. Unser Gott ist gross, unser Gott ist gut, unser Gott ist da, das gibt uns immer wieder Mut. Unser Gott ist gross, unser Gott ist gut, unser Gott ist da, das gibt uns immer wieder Mut. Unser Gott ist gross, unser Gott ist gut, unser Gott ist da, das gibt uns immer wieder Mut. Das ist nicht so ein schwieriges Lied, hä? Kommt, helft doch gerade in. Unser Gott ist gross, unser Gott ist gut, unser Gott ist da, das gibt uns immer wieder Mut. Unser Gott ist gross, unser Gott ist gut, unser Gott ist da, das gibt uns immer wieder Mut. Ich glaube fast, das ist das, was der Mose auch sagen konnte. In allem innen. Gott ist da. Gott gibt mir Mut. Gott ist mächtig, er ist gross, er ist gut. Er zeigt sich an Mose im Feuer. In diesem Busch, der brennt, aber nicht kaputt geht. Ich glaube fast, nachdem dass das Feuer wieder weggelöscht ist, der Busch ist noch tiptop zu Weg gewesen. Der hat vielleicht sogar noch blüht. Vielleicht in allen Farbentönen. Regenbogenbunt, sehe ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Kunterbunt hat Gott unsere Welt erschaffen, schau, sie strahlt hell und klar in allen Farbentönen. Vielleicht hat er rote Blüten gehabt, vielleicht so lila Blüten oder blaue, violette. Regenbogenbunt, sehe ich die Erde leuchten, sie ist oben raus, fröhlich, farbig, wunderschön. Kunterbunt hat Gott unsere Welt erschaffen, schau, sie strahlt hell und klar in allen Farbentönen. Ja, wenn ich jetzt eine Uhr anhätte, dann würde ich auch sehen, dass die Zeit wieder mal mega schnell ist vorbeigegangen. Die beste Zeit von diesem Tag. Flickflack-Zeit geht halt immer schnell vorbei. Lieder, eine Geschichte, das Flickflack-Spiel und wusch, schon unseres durch. Aber noch nicht ganz. Am Schluss singen wir noch zusammen ein Lied. Und zwar, hört mal, früher sind aber die Kinder am Sonntag noch in die Schule. Am Sonntag, genau. Ich, also, als ich etwa so alt war wie auf diesem Bild. So wenn ich etwa 7 war oder so. Auf jeden Fall ganz blonde Haare. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Haar. In der Sonntagsschule war natürlich nicht Rechnen und Schreiben, sondern es war eigentlich fast ein bisschen wie Flickflack. Geschichten hören, Lieder singen. Und ein Lied haben wir aber noch gesungen in der Sonntagsschule. Und ich habe gedacht, das wäre doch eigentlich noch schön, wenn wir das Alben jetzt in diesen Rubiger Flickflack-Geschichtenwochentagen am Schluss zusammen könnten singen. Das ist nämlich ein Segenslied. Das kennt ihr wahrscheinlich noch nicht, aber hört mal, es ist gar nicht so schwer. Gott segne dich und mich mit Freude zum bei ihm sein, mit Glauben, wo uns Halt kann geben, wo niemand uns kann nehmen. Schön, hä? Und die zweite Strophe, die hat noch ein bisschen mit dem Licht zu tun. Gott segne dich und mich, dass wir ein Licht können sein, der Dunkelheit entgegenstehen, bezeugen, Gott ist da. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, tschüss zusammen. Im Fall bis zur zweiten Folge von der Rubiger Flickflack Geschichtenwoche.
Ciao!